Hallo, schön bist du da. Ich freue mich, dass ich dir heute ein neues Märchen erzählen darf. Heute ist es Märchen von der Frau Holle. Frau Holle. Das ist die Geschichte von einer Frau und ihren 2 Töchtern. Die eine Tochter heisst Marie. Sie ist hässlich und sie ist faul. Sie will gar nicht arbeiten. Die Frau ist trotzdem gut zu ihr. Und die faule Marie muss noch ganz wenig im Haus machen. Die andere Tochter heisst auch Marie. Sie ist ganz eine schöne und eine fleissige. Die fleissige Marie arbeitet gern und viel. Die Frau hat aber die fleissige Marie nicht gern und ist böse zu ihr. Sie schimpft viel mit ihr und die fleissige Marie muss sehr viel im Haus machen. Sie muss jeden Tag spinnen. Wenn man spinnt, macht man aus langen Fäden Wolle und tut sie dann auf ein Stück Holz aufwickeln. Das Holz heisst Spindel. Wenn Marie so viel muss spinnen, tun ihr die Hände vom vielen Spinnen weh und ihre Finger fangen an zu blüten. Das Blut geht auf die Spindel und die Fäden werden dreckig von Blut. Marie hat Angst. Mutter sieht sicher das Blut auf den Fäden und auf den Spindeln und schimpft dann mit der Marie. Marie will die Spindeln im Brunnen waschen. Mutter soll das Blut nicht sehen. Aber die Spindel mit den Fäden geht ihr aus der Hand und geht im Brunnen. Marie will die Spindel wieder holen und gumpet im Brunnen. Der Brunnen ist tief. Sie geht und geht und geht immer weiter oben und steht plötzlich auf einer grünen Wiese. Viele schöne Blumen blühen auf dieser Wiese. Marie fängt an zu laufen. Sie kommt zu einem Ofen und in dem Ofen liegt Brot. Brot rufen: Wir sind fertig gebacken. Bitte nimm uns raus. Wir werden sonst ganz schwarz. Und Marie holt alle Brot aus dem Ofen und läuft weiter. Sie kommt zu einem grossen Äpfelbaum. Der Baum ruft: Meine Äpfel sind schon reif, meine Äpfel sind schon reif. Bitte hol sie runter. Bitte hol sie doch runter, sie werden so schlecht. Und Marie schüttelt den Baum und die Äpfel fallen runter. Marie legt alle Äpfel auf den Haufen und läuft weiter. Sie kommt zu einem kleinen Haus. Aus dem Haus schaut eine alte Frau aus dem Fenster. Die alte Frau hat sehr grosse Zähne und Marie will weglaufen. Sie hat Angst vor der alten Frau, aber die alte Frau sagt ganz freundlich: Du musst keine Angst vor mir haben. Ich bin Frau Holle. Du kannst bei mir bleiben. Du kannst bei mir arbeiten. Du musst meine Bettdecken ausschütteln und hast es ganz gut bei mir. Marie hat Frau Holle gern und will bei der Frau Holle bleiben. Marie schüttelt jeden Tag Bettdecken aus. Die sind voller Federn. Federn sind in den Decken und machen die Decken leicht und warm. Die Federn fliegen aus den Decken, wenn Marie die Decken schüttelt. Die Federn fliegen durch die Luft und werden Schneeflocken. Dann schneit's und alle Kinder haben Freude.
Mari hilft der Frau Holle ganz viel und Frau Holle ist deswegen sehr gut zu der Mari. Aber bald kommt Mari Heimweh über und will wieder heim. Sie ist ja jetzt nicht daheim und ihre Mami und ihre Schwester fehlen ihr. Mari sagt zu der Frau Holle, ich will wieder heim. Frau Holle sagt, gibt ihr eine Antwort, du bist sehr fleissig gewesen. Ich danke dir sehr für deine Hilfe. Du willst heim, das ist gut so. Komm, ich zeig dir den Weg durchs Tor. Und das Tor ist eine grosse, schwere Tür. Mari steht unter dem Tor und plötzlich regnet das Gold auf sie ab. Das Gold bleibt an ihren Haaren hängen und an ihrem Kleid. Frau Holle sagt, du kommst das Gold über für deine gute Arbeit. Mari freut sich und läuft, geht heim. Frau Holle winkt ihr an. Mari ist schon bald daheim wieder angekommen und zurück. Der Gückel sitzt auf der Gartentür vor dem Haus. Er schaut Mari an und kräht, Kikeriki, Kikeriki, unsere Goldmari ist zurück. Mutter und die Faulmari kommen aus dem Haus. Was sehen sie? Die fleissige Mari ist ganz mit Gold bedeckt, von Kopf bis zu Füßen. Sie ist jetzt sehr reich. Mutter denkt, die Faulmari soll auch so viel Gold bekommen. Darum sagt sie zu der faulen Mari, du musst Wolle spinnen, viel Wolle. Deine Finger sollen dir wehtun. Das Blut soll auf die Fäden und auf die Spindeln fallen und dann rührst du die Spindeln im Brunnen. Und springst selber rein, kommst selber rein. Die faule Mari sitzt an und spinnt Wolle. Sie spinnt und spinnt und spinnt. Ihre Finger sind ganz blutig und Blut geht auf die Spindeln. Mari rührt die Spindeln im Brunnen und kumpelt selber im Brunnen. Sie kommt auf die Wiese und sieht den Bach rauf. Und Brot rufen wieder. Wir sind fertig gebacken. Bitte hol uns raus. Wir werden sonst ganz schwarz. Aber die faule Mari will Brot nicht rausholen. Sie schimpft. Der Ofen ist heiß. Ich verbrenne mir doch an dem die Finger. Mari kommt zum Äpfelbaum. Der Äpfelbaum ruft wieder. Meine Äpfel sind reif. Bitte hol sie ab, sie werden zu schlecht. Aber die faule Mari will die Äpfel nicht vom Baum holen und schimpft wieder. Der Äpfel kann mir doch auf den Kopf gehen, das tut weh. Sie kommt dann zum Haus von der Frau Holle. Sie weiss, sie muss keine Angst haben vor der Frau Holle. Die fleissige Mari hat ihr gesagt, Frau Holle ist freundlich. Frau Holle sagt zu der faulen Mari, du kannst bei mir wohnen. Alles, was du machen musst, du musst nur meine Bettdecken ausschütten. Die faule Mari bleibt bei der Frau Holle, aber sie will gar nicht arbeiten. Sie schüttelt die Decken nicht aus und hilft der Frau Holle auch nicht bei allen anderen Sachen, die sie machen müsste. Der Frau Holle gefällt das gar nicht. Sie ist nicht zufrieden mit der faulen Mari und sagt ihr, du musst wieder heim. Ich kann dich gar nicht brauchen. Die faule Mari freut sich und denkt, das ist super, jetzt komme ich auch Gold über.
Frau Holle bringt die Faulmari bis zum Tor, bis zu dieser grossen Türe. Und die Faulmari steht auch unter die Türe. Aber es geht kein Gold auf sie runter. Pech geht auf sie runter. Pech ist schwarz und flüssig und krebelig. Man kann das auf Häuser tun oder auf Schiff streichen, dann kann das Wasser nicht reinkommen. Frau Holle sagt zu der Mari, du kommst das Pech über für deine schlechte Arbeit, die du bei mir gemacht hast. Und Mari muss so heim. Frau Holle winkt ihr auch gar nicht nach, sondern macht die Türe ganz schnell zu. Die Faulmari ist bald auch daheim. Auf dem Gartentürli sitzt der Gückel und kräht. Kikeriki, kikeriki, unsere Pechmari ist da. Und die Mutter und die Goldmari kommen aus dem Haus. Die Faulmari steht vor ihnen und ist schwarz vom Kopf bis zu den Füßen und kann das Pech gar nicht mehr abwaschen. Und das war die Geschichte von der Frau Holle.